möchte ich euch ein paar Gedanken zum Muttertag erzählen. Der Muttertag ist bei uns und in Deutschland, Österreich immer am 2. Sonntag im Mai. Der ist schon sehr alt, also er ist vor 100 Jahren, schon mehr als 100 Jahre, macht man das und er kommt aus Amerika. Und es ist noch spannend, dort war eine Frau, die mit ihrer Mutter zusammengelebt hat, die gepflegt hat und dann ist die gestorben. Und das Jahr darauf, als der Todestag war, ist sie mit weißen Nägeln in die Kille und hat allen, die rausgekommen sind, ein weisses Nägel gegeben, als sie an ihre Mutter denken. Und aus dem Gedanken heraus ist fast auf der ganzen Welt ist der Muttertag zustande gekommen. Und ich finde, eigentlich ist ja das eine lustige Anekdote, aber ich finde es toll, wenn man mit der Mutter denen ein Blümchen bringt, solange sie lebt. Und wenn man es zusammen dann schön hat. Und nachher, wenn jemand gestorben ist, kann man gerne noch Fotoalbum anschauen oder darüber reden. Das ist alles in Ordnung. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir einmal im Jahr wirklich offiziell ein Fest machen für die Mutter. Kinder haben gerne Fest. Sie essen gerne, sie gerne tanzen, sie gerne singen und auch Versli gehören dazu und Geschenke gehören dazu. Und darum ist es wichtig, dass man mit den Kindern das bespricht. Am besten ist es nicht gerade mit der Mutter selber, sonst ist es keine Überraschung mehr. Aber man kann es mit dem Vater machen oder man kann es mit einer Gott oder mit einem Grossi machen. Und dann kann man zum Beispiel sagen, weisst du eigentlich, was Mami alles macht? Und das ist spannend, was die Kinder erzählen. Da ist es vielleicht einkaufen, Wäsche aufhängen, Kuchen backen, Klavier spielen, zuhören und schauen, ob es stimmt, zum Doktor fahren, glätten, backen, ganz viele Sachen. Das ist interessant, was den Kindern alles in den Sinn kommt. Und dann kann man sagen, weisst du 5 Sachen, was Mami jeden Tag macht und man nicht daran denkt? Und dann können sie es zusammenknübeln und wenn man ein Paar ist, kommen da viele Sachen zusammen. Und dann kann man sagen, weisst, die Mami macht das immer so selbstverständlich und darum danken wir am Muttertag dafür, dass es das macht, warum wir es ja so gerne haben. Und darum könnt ihr zum Beispiel eine Zeichnung machen und mit einem Herz oder mit einem Stern oder mit einem Regenbogen oder die ganze Familie. Und dann mit dem Papi zum Morgen machen und schön Tisch decken und der Mami das herlegen und vielleicht eben noch ein Sträusschen, vielleicht ein selber gepflücktes von der Matte. Aber man kann auch, vergiss mich nicht, das sind die blauen, schönen, wo man sagt, sie sind wie Sternchen und die schauen immer zum Himmel rauf, sie schauen immer also sie haben quasi die Farbe vom Himmel angenommen und die wegen dem sagen, vergiss mich nie. Und was auch sehr beliebt ist für Sträusschen, sind hier die Meierriesli, das sind Meienglöckli. Und von denen sagt man, die Elfen läuten dort dran und die läuten den Frühling einläuten. Und wenn man bei Meierriesli durchgeht, die wachsen meistens so unter Büsch am Schatten, dann tut es ganz fest schmecken. Und dann muss man ein bisschen das einziehen und gut schmecken. Und wenn man das macht als Kind, dann kommt dem später immer, wenn man ein Meierriesli sieht oder wenn man ein Vergissmeinnicht sieht, dann kommt dem der Muttertag in den Sinn. Es ist sowieso wichtig, dass man den Rhythmus des Jahres lernt kennen. Und dazu gehört eben zum Beispiel beim Muttertag, dass man weiss, wenn alle Blätter rauskommen, wenn die Löwenzahn blühen, wenn der Raps blüht, wenn alles gelb ist, wenn die Pfingstrosen blühen, dann weiss man, oder die Ackelei, dann weiss man, jetzt kommt Muttertag. Was auch schön ist, ist, wenn man selber eben etwas selber macht, vielleicht eine schöne Karte oder sogar eben mit dem Papi etwas backen. Und natürlich dann zusammen essen, es schön haben und ein Versli aufsagen, ein Liedli singen. Und das könnt ihr jetzt finden. Ich habe ganz viel zusammengestellt
Und dann könnt ihr das lernen, entweder mit dem Papi oder mit der Mami. Und die Mami hat dann trotzdem Freude, wenn man es dann am Muttertag eben ganz schön kann und kann sagen. Und dann, wenn man ein kleines Sträusschen gibt dazu, ist das wunderbar. Dann hat es ganz sicher Freude.